Schönen guten Morgen bei unserem Webinar von Haut, wo wir zusammen gucken, wie kann Steuersparen mit einem Bausparvertrag. Mein Name ist Patrick Malge, ich bin Gründer von Tax6.lu, der Plattform, die 2018 jedem mal erlaubt, sich Steuererklärung ganz einfach online auszufüllen. Während dem ganzen Webinar seht ihr links auf eurem Schirm einen QR-Code, den könnt ihr mit eurem Telefon scannen und dann kommt ihr direkt auf eine Online-Agenda, wo ihr direkt ein Rendezvous mit einem von unserer Equipe könnt holen, für zusammen zu gucken, wie auch ihr könnt Steuern zu Lützburg spüren. Den Urruf, den kann ich nicht, das dauert mal 15 Minuten. Und du noch weißt du ganz genau, was ihr zusätzlich könnt aufsetzen und wie viel Steuern das in dem Moment auch könnt spüren. Heute geht um den Bausparvertrag. Wir hatten schon 3 Webinare in dieser Serie, die dann noch alle noch bei tax6.lu an der Rubrik Webinar fand. Die nächste also Steueroptimierung allgemein, wo man guckt, was alles aufsetzbar ist. Den zweiten war zum Thema Zusatzpension. Den dritten war über die Lebensversicherung an Gesundheitsassuranzen. Und heute guckt man dann nach ein anderes großes Thema, den Bausparvertrag. Für uns fängt ein kleiner Appell, was Steueroptimierung überhaupt ist. Weder wisst, ob Steuererklärung oder Banger seid, als Revenu, die du musst gehen, dann ist für die meisten von euch ein Salär, und oder ganz grob Deduktion, die ihr könnt geltend machen, wie zum Beispiel der Bausparvertrag, und dann kriegt ihr schlussendlich Revenu imposable. Die Revenu imposable, also stehen die geholget für herauszufinden, wie viel Steuern du musst bezahlen, und für einfach zu machen, wenn ihr mehr verdient, dann noch mehr Steuern muss bezahlen, wenn ihr Männer verdient, wenn noch Männer Steuern muss bezahlen. Das heißt, wenn wir von Steueroptimierung sprechen, da geht es sich darum zu gucken, dass die Deduktionen du so hoch wie möglich umsetzt, dadurch geht der Revenu imposable rauf und dadurch ersparen in dem Moment auch Steuern. Wie viel spart denn? Das hängt von ihrem Revenu auf. Hier ein paar Beispiele, wenn der Libertär sitzt, den rund 5.000 € brutto im Monat verdient, dann spart er ungefähr 42%, ob allem was aufsetzt. Wenn er 12.000 € brutto verdient, dann sind das schon ungefähr 43%. Das heißt ganz einfach, dass wenn er 1.000 € aufsetzt auf der Steuererklärung, dass er rund 430 € Steuern spart. Das heißt, herausfinden, wer den ganz an ihrer persönlichen Situation kann und Steuern sparen. Bucht einfach einen Call mit einem von unseren Experten und da kann man das zusammen gucken, respektive mal der Steuererklärung auf tax6.lu. Und dann kriegt der Herr Noah sich am Schluss von der Steuererklärung das genau ausgerechnet. Bausparvertrag, was ist das überhaupt? Also, das wird zuletzt ganz geläufig ist. Kann ich das vergleichen mit einem Konto per Term, also Spurkonto auf Zeit, wo so während einer gewissen Zeit eben blockiert sind. Das hat auch den Vorteil, also das absolut ohne Risiko für was, meine Bankkonten zu Lützburg, die sind von Lützburg Staat bis zu 100.000 €, die draufstehen, assuriert ist. Sogar wenn die Bank verhält gehen, dann überhält die Garantie, die Depot vom Staat, überhält also Standard, was auf dem Konto steht. Das ist kein Risiko, dass sie so können verloren gehen. Wie war möchte Bausparvertrag? Die meisten machen so für ganz einfach von der Steuerfehler zu profitieren, die wir heute gesehen. Es geht aber so darum, Spuren für sein Duheim, für das zu finanzieren, wie gesagt, was das genau heißt, das finanzieren. Und die Bausparverträge, die haben immer ein Urrecht bei der Bausparkäse, dass er nur ein Prämat, wo dann bessere Konditionen hat, für den Prä. Das gucken wir heute mal im Detail. Heute geht es wirklich darum, den Bausparvertrag, den du hast, für Steuern zu spüren. Was kann ihn aufsetzen auf der Kategorie Bausparvertrag, auf der Steuererklärung? Bei der Plattform sind 672 € pro Person, die bei euch im Haushalt wohnt. An dem Monat wird verdoppelt, wenn man von den Älteren mehr jung ist wie 41 Jahre. Und hier ein paar Beispiele links. Celibatär, 30 Jahre, die kann 1.344 € aufsetzen, kennt du dich auf 560 € Steuern spüren ungefähr. Ein Koppel an 30 Jahre ohne Kinder kann es wieder 688 € aufsetzen, 1.120 € Steuern spüren. An ein Koppel, wo den einen der 45 wird, den anderen der 38, mit 2 Kinder kann sogar 5.376 € aufsetzen und 2.240 € Steuern spüren. Viel Lob von dem, wie Double Plattforms profitiert, hat man gesagt, du geht nur, wenn von den 2 Älteren mehr jung als 41 Jahre, das ist ein Beispiel hier im Fall, 45 und 38. Das ist aber nur zur Kondition, dass auch dem Jungen auf dem Kontrakt vom Bausparvertrag draufsteht. Entweder muss der Kontrakt Nummer von dem Jungen an der Koppel oder auf den Nummer von denen 2. Ab dem Moment wird die Plattform eben verdoppelt.
Wie en Kondition ginint beim Bausparvertrag du ginint pur, dat den das mal am Prinzip huet den eng Dure vun 10 Joer. Wann der so Kontrakt opmat, dann legt den normal was 10 Joer, 10 Joer können da un die Problem die Suen zurückgreifen an verschiedene Konditionen kann noch schon echt zurückgreifen. Me wat wichtig ist, die Sue muss benutzt gehen für dat, wo sie gedurcht sind, der Täger sich für an Residenz personell prinzipal zu investieren, also nicht daheim. Bei Tisch dat genau bei der Tisch, dass könnt benutzen für zum Beispiel Erdbeeren zu kaufen, ein Terrain oder ein Appartement, ein Haus. Die könnt einfach benutzen für bei der Konstruktion von dem Haus oder dem Appartement beizulehnen. Die könnt einfach benutzen, wenn schon proprietär sind, für etwas zu renovieren, etwas zu transformieren. Ich finde nicht, ob so ein Haus muss gemacht werden, was ja immer aufhält. Aber wenn eben nichts zu machen ist, dann können wir einfach ganz einfach aus dem Kontrakt rausholen. An dem Moment auch wäre Prä-Immobilier, wenn das so laufen hat, zurückbezahlen. Das ist für die Steuerverwaltung auch okay. Da vielleicht eine Präzision für die Leute, die eventuell an der Grenze wohnen. Wenn ihr in Frankreich wohnt, da haben Banken auch ganz oft das, was sie PEL, Plan Épargne Logement nennen. Das ist aber nicht dasselbe wie halt zu Lützburg, respektive in Deutschland. Und das ist so, dass zu Lützburg eben just Lützburg oder Deutsch Kontrakt akzeptiert wird von der Steuerverwaltung. Der Tisch, die muss da schon einen Kontrakt halt zu Lützburg auch machen, respektive von der anderen Seite von der Grenze an Deutschland wohnen und sie da ein deutscher Bauspark ist, da gehen die auch akzeptiert. Aber idealerweise dann immerhin halt zu Lützeburg. Was geschieht, wenn die Kondition nicht respektiert? Bei das verschiedene Dinge, wie eine Kondition, die nicht respektiert wird. Kann man gucken, die 3 Fälle, die wir hier gesehen. Durée minimal von 10 Jahren als respektiert, mehr dann holt die Suche für zum Beispiel ein Auto zu kaufen. Dann verbietet die Steuerverwaltung für den Rest von ihrem Leben nächsten einen Bausparvertrag aufzusetzen. Das ist also die Strafe, du musst keine Steuern nur bezahlen, aber die können in Zukunft keine so aufsetzen. Wenn du die 10 Jahre nicht respektiert hast, dann tut aber die Summen, die da rauskommen, geholfen für ein Haus an der Tuhem zu investieren. Da kann es sein, dass die Steuerverwaltung gefragt für die Jahre, wo da eben von den Steuersparnissen profitiert wird, für die eben zurückzubezahlen. Das ist auch nicht rekommandiert, dort zu machen. Respektiert die Durée minimal, dass ihr sicher, dass das nicht auffällt. Und da, wenn der nicht von den 2 respektiert ist, die wartet, ob dann von den 10 Jahren an, die holt die Summe noch für irgendetwas anderes benutzen, dann, wie gesagt, kann die 2 Fälle eben antreten. Einerseits kann sie das Steuerverwaltung die Steuersparnisse von den letzten Jahren zurückfordert, respektiv sie werden auch verbieten, in Zukunft einen Bausparvertrag aufzusetzen. Ein paar Fragen, die oft rankommen, betreffend den Bausparvertrag. Als das Kapital, das ich zum Beispiel nur den 10 Jahren ausbezahlt kriege, muss ich das nicht versteuern? Du hast die Antwort, nee, die sind in dem Moment absolut steuerfrei. Ich bin Frontalier, kann ich auch so einen Bausparvertrag abmachen. Ja, aber wie gesagt, aufpassen, auf Frankreich und Belgien genug PL, Plan Épargne Logement von der Bank verkauft. Die sind auch nicht zu Lützburg aufsetzbar, ich muss halt zu Lützburg abmachen. Nein, für die Frontalien, wenn du ein Erdhaus daheim in Frankreich oder Belgien oder in Deutschland tut, können die Sünder noch benutzen, um Ende von dem Kontrakt für ein Dathaus oder ein Datappartement zu investieren. Ja, die einzige Kondition ist eben, dass der Residenz prinzipal ist. Das zu Lützburg ist oder an der Grenze, spielt keine Rolle. Die darf nicht benutzen, wie zum Beispiel ein Appartement auf der Belgischer Côte oder in Südfrankreich oder so. Das muss ja Residenz prinzipal sein. Das ist aber egal, ob das zu Lützburg ist oder zu Dittenhoven oder zu Aachen oder zu Trier. Das spielt halt keine Rolle. Muss ich unbedingt das Maximum investieren, den die für meine Familie möglich ist? Nein, absolut nicht. Ihr könnt frei dezidieren, wie viel da in sich an diesem Bausparvertrag investiert. Ihr müsst nicht das Maximum investieren. Die können sich frei dezidieren, wer investiert. Es kann auch sein, dass ihr vielleicht Jahr ganz einfach kein Cash übrig hat, für nach dran zu investieren und dann zu dem nicht an der Natur fördern weiter. Das geht natürlich auch. Vom steuerlichen Standpunkt hier gesehen, möchte keinen Sinn, mehr so Kontrakt anzubezahlen, wie das wir maximal aufsetzen. Wenn da eventuell Möglichkeit tut, mehr auf Zeit zu setzen, da gibt es eine Möglichkeit, Stichwort Zusatzpension. Bucht am besten über die QR-Code Call mit unseren Experten. Da kann man dazu mal gucken, da guckt man, was in ihrer persönlichen Situation am besten Sinn möchte.
Gibt andere Avantage, wenn du einen Bausparvertrag machen? Ja, das ist so, dass wenn ich kann beweisen, dass ich während Minimum 3 Jahren 290 Euro pro Jahr also Bausparvertrag investiert hat, da kann der Lützburger Staat eine Garantie geben, wenn der Prä macht. In dem Moment kann der Lützburger Staat garantieren einen Teil von ihrem Prä. Und das kann ich schon helfen bei der Bank, entweder Konditionen zu verhandeln, respektive kann ich helfen als zusätzliche Garantie, dass er in dem Moment ein Prä kriegt, wo der andere vielleicht kein Kredit hat. Die ist doch mit ganz kleinen Investimenten, hat er einfach ein Ente-Reserves abzumachen, ganz einfach, weil er dann eine mehr Negoziationsmöglichkeit hat bei ihrer Bank. Dann ein Bausparvertrag, den wird auch benutzt für den Haus vom Kauf direkt zu finanzieren. Das lief dann sich so, dass so mal 2 Kontrakte abmischt. Den einen Kontrakt, das ist der Bausparvertrag, den wir mal gesehen haben, wo er sich selbst urspürt. An den zweiten Kontrakt, dass er sich den Prä selber so wieder kennt, wo der dann so 500.000 zum Beispiel von der Bausparkäse gelehnt kriegt, aber dann noch Zinsen drauf fallen. An dem Moment können er sich 2 Sachen auf der Steuererklärung aufsetzen. Einerseits zu der Prä, also Zinsen, die der könnt auf der Steuererklärung aufsetzen auf verschiedenen Kriterien. Auch dazu mehr am ersten Webinar aus dieser Serie über Steueroptimierung allgemein, wo man die Plattform gesehen. Und dem den anderen Teil, der Kontrakt Bauspurvertrag, also den Bauspur selber, die der Online könnt daneben aufsetzen und dann wirklich vom Maximum von den Deduktionen profitieren. Wenn ihr interessiert seid, für mehr darüber zu gehen, respektive einfach mal eine Idee zu haben, wie viel das eine Bank ist, zusätzlich die Flächen für ein Haus und ein Appartement zu kaufen, da könnt ihr ganz gerne bei so einem Partner Atom Finance melden. Die sind dafür da. Die Courtier von Atom Finance, die schaffen wir praktisch alle Banken im Land und die gucken dann, wo sie für die besten Konditionen kriegen und sie gucken, was an ihrer persönlichen Situation die möglich ist. Und das ist auch schon mal ganz gut, wenn ihr Kontakt mit denen sicht, für eine Idee zu haben, wie viel das Banken bereit sind zu bezahlen, schon eher den Fall Projekt Sicht, den ihr kennt, interessieren. Dann eine Frage, die ihr noch oft könnt, wie manchst du Kontrakt ab? Das ist so, dass zuletzt bestimmt nach 2 Bauspurkäsen, die normalen Banken, die da kennt, die schaffen wir von den 2. Das ist Wüstenrot und BHW. Wir bei Tax6.lu sind Partner von der Wüstenrot, und wir können die Kontrakte auch bei dem Partner vorbereiten. Für mehr Gewürze zu gehen, wie gesagt, scannt den QR-Code, dann trifft ihr von uns Experten nicht an, guckt man zusammen durch, ob das in ihrem Fall kann Sinn machen. An dem Moment können wir auch so einen Kontrakt dafür erst vorbringen. Von Steueroptimierung geschwärzt, da schwätzt man natürlich auch von Steuererklärung, wie macht ihr die? Die könnt ihr bei uns ganz einfach vom Site machen, da sind Online-Formular, wo da durchgelegt geht, wo ganz viele Sachen automatisiert gehen, wo der automatische Prozess gelegt geht, wo der Zertifikat herstellt, die Kosten von den Zertifikaten, die erkennen wir, die wird das System automatisch auslösen und der Steuererklärung zum Kosten automatisch ausfällen. Du kriegst als Endresultat eine fertige Steuererklärung, die ihr dann auf die Küche herstellen oder rausdrücken, unterschreiben und auf ihre Steuerbüro schicken. Und die kriegt eben noch eine Analyse, wie ihr in Zukunft könnt Steuern spüren, die ist ganz genau in ihrer Situation, was du nach für Möglichkeiten geht. Voilà, wenn ihr Frage habt zur Steuererklärung selber, dann kontaktiert am besten unsere Equipe auf help@tax6.lu oder per Chat von der Steuererklärung bei uns ausfällt. Wir sind als Steuerexperten, die euch helfen. Wenn ihr wollt über Steueroptimierung schwätzen und mit den Experten betreffend Steueroptimierung schwätzen, dann scannt den QR-Code. Wir rufen euch dann zu dem Datum an der Uhrzeit an, die ihr auswählt. Dann gucken wir zu der aktuellen Situation. Wir gucken, welche Optionen sind für Steuern zu spüren. Gucken, wie viel Steuern das er konkret kann spüren. Und wir helfen euch dann noch, die Produkte, die bei euch passen, im Moment die Kontrakte vorzubringen. Das war schon für die Webinar von heute. Ein bisschen mit kurzen, wenn der Freund nicht, wie gesagt, zeigt nicht, ist bei uns zu melden. Und zeigt doch nicht die anderen Webinare zu gucken, die wir nach einmal auf tax6.lu an der Rubrik Webinar haben. Ich wünsche euch vielmals merci für die Aufmerksamkeit und bis ganz gespannt.